Ganz einfach ein Digital Native, also just den am Zeitalter vom Internet mit Computer geboren ist, mir nicht forcément den nimmen mit Computer geht an. Für mich war es immer ganz wichtig, an meine ersten Leserfahrungen, die dann aber schon 20 Jahre mehr zurückliegen, waren gedruckte Papier. Und ich schon das Gefühl gern, die Erfahrung, der Geruch von Büchern, Bibliotheken sind nachher mal eine von meinen Lieblingsrückzugsorten. Das ist einfach etwas, ich kriege dann, wenn ich Ekran muss lesen, ganz praktisch ein gedrucktes Buch, was man an den Pool fällt, an der Vakanz, das kann ich nur noch weiterlesen. Und mein allererstes Buch erinnere ich mich nicht so bewusst. Das leider auch daran, dass ich ganz frei angefangen habe zu lesen. Die ersten Bücher schon so am ersten Schuljahr. Ich muss sagen, meine Mama war da immer so immens fördernd, erfordernd. Sie hat dann mich unterstützt, daran ganz frei Bücher zu entdecken. Das dazu gefordert hat, dass ich schon ganz frei 5 Freunde an die Insel der Abenteuer an ähnliche Bücher von mir nicht bleiben gelesen und das ist so meine erste richtig bewusste Leserfahrung gewesen. Ich grenze mich daran auf, dass ich Pippi Langstrumpf tatsächlich audiovisuell geholt habe, als die erste Frau, die ich an Strapse gesehen habe. Ich muss sagen, dass ich es nicht gelesen habe, schon gar nicht wie der Serge an der Originalspruch. Da gab mir dann das schwedische Fehlen dafür. Ein Rezentbuch, das ich gelesen habe, das ich ganz interessant fand, das war A Political Brain. Das ist ein Buch, das über soziologische und psychologische Effekte am Wahlkampf geht, geschrieben von einem Bruder, den Demokraten an den vergangenen Wahlkampf immer geklärt hat. An den USA natürlich. Ganz interessant, dann für allem ganz selbstkritisch mit der Geschichte von den Demokraten in Amerika, für was sie so oft Wahlkampf verloren haben. Das ist nicht probiert, aus dem gewonnenen Wahlkampf auch eine Lehre zu ziehen, für was sie verloren haben. Und oft war es, dass sie zu wissenschaftlich kommuniziert haben, zu wenig emotional anschmengen. Das ist etwas, an dem ich mich selber immer erkannt habe. Und dann habe ich gedacht, das Buch, das leider auch innerhalb dem nützlich, dass ich es alle Moment bei Hand habe, vielleicht können nach einem Nutzen schlagen, wenn ich an den Artikeln, die ich lesen habe, gefangen. Da lesen ich sich echt Tom Clancy, leider gestorben mittlerweile. Auch die rezenteste Bücher sind ja nicht von ihm selber geschrieben, die immer von Ghostwriter geschrieben gehen. Aber da sind ich damals drauf gekommen, durch puren Zufall. Ich war auf der Wahl von Bücher, die ich schon wie alle Jahre mein Öko-Tut vollgepackt mit Büchern. Umstand übrigens von der CSV, der ist immer ganz flott, wo ich dann für 20 Euro mit 15 Büchern aus der Halle getrippelt sind. Alles Occasionen, die ich mit ihm geholt habe. Auch das geht nämlich um Papier, nicht um digitalen Occasionsbücher zu lesen. Und da war ein Buch von Tom Clancy dabei, den hat Befehl von oben geheischt. Das ist den Anfang von Jack Ryan, seinem Herr Doktor, als Präsident. Aber wie geht der Präsident, dadurch, dass ein Flieger auf das Kapitol gefallen ist und ob EQ die ganze Regierung sich während dem State of the Union ausradiert. Vom Habermas zur Verfassung Europas, was muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe probiert, um Strand zu lesen. Schon fertig gekriegt, mir nicht am Strand, das tut mich dann aber pur an der Foto daheim gekascht, weil wenn ich am Strand liege oder am Pool, dann also Tom Clancy, das besser geht, am Bett oben geht auch mal zur Verfassung Europas oder Political Brain. Es hilft sicherlich, dass die Videospieler gehen für die Nummern und Prämisse von den Büchern lyrisch zu halten, genauso wie auch dem Ken Follett seine Säulen der Erde irgendwann noch verfilmt gesehen.
als Serie von einer deutschen Firma auf Englisch, was noch ganz kokas war. Das hilft zumindest Prämisse, wo weiter Leben zahlen, weil du da braucht als nicht Videospiel oder Film oder audiovisuell Feuerwerk für Junker zum Lesen zu kriegen. Was braucht als ganz banal Lust und dem Medium Buch und dem Medium dem physischen Medium Buch zu einem Jungen das Gefühl zu gehen, kann das daheim in der Bettdecke lesen mit der Taschenlut, die ihn unhält, weil seine Eltern ihm schon die Lut ausgemacht und die WLAN-Route ausgemacht und dafür geht es bei Pokémon Go nicht mehr. Was möchte den dann? Da geht ihn auf Entdeckungsreise an dem Buch. Und ich meine, das Gefühl an einem Buch können etwas entdecken, das ist etwas ganz Emotionales. Und wir können das nicht durch, du musst 10 Bücher den Mond lesen, du musst so viele Minuten den Tag lesen. Das kriegen wir nicht durch Zwang hin. Wir kriegen das auch nicht dadurch hin, dass man Leute hier Smartphones oder hier Gameboys oder hier Konsolen wegholen. Just wir weisen auf ihr Leben, wie flott lesen kann. Ich meine, dass es eine Frage ist, die sich am Ende des Tages auf Emotionalität reduziert, ob die Lust tun, an die Lust machen, was an den Büchern steht. Und das geht nicht dadurch, dass den als Schüler forciert wird, Sachen an Büchern zu entdecken, wo ihn Zweifel daran hat, ob den Autor in dem Moment, wie ihn sie geschrieben hat, sich die Gedanken gemacht hat. Ich erinnere mich mit Schuderen und mein Deuxième am Deutschen, schon über ins Deutschen für Premier aufgewählt, eine Rarität für Lützeburg, weil ich mit der deutschen Literaturanalyse am liebsten nicht eins gesehen. Das war mir intellektuell nicht begreifbar, wie du ihn sich konfieren und ein Klarstellen und mir so, wie ich das Buch zu verstehen habe. Zu einem Motto, die Toten also musst du es so interpretieren. Obwohl ich als Schüler vielleicht ein ganz anderes Lien zu dem Buch habe. Ich meine, ich habe Premier dann Rhinoceros gelesen an La Peste, zwei Bücher, die definitiv und Metaphern strotzen, wo ich lernen kann mit der Geschichte machen, wo ich lernen kann mit dem sozioökonomischen Kontext von der Zeit machen, wo ich noch zum Teil postkolonialen oder sogar nach kolonialen Rassismus kann dran entdecken. Ein Gefühl, eine Attitüde zum Problem lesen, die sich aus meiner Lektüre heraus ergeben hat. Zu sagen, ich lese, weil es mir Spaß macht, aber ich lese auch für die Probleme, die ich schon zu lesen. Das ist schon einen ganz pragmatischen Ansatz zur Lektüre. Das ist, wenn ich mich schon erfreue, wenn ich mir eine Frage stelle, oder wenn ich etwas rausfinden will, dann lese ich. Das ist nicht als ich natürlich den Wikipedia-Artikel raus. Mir kennt dann ganz oft viel, dass ich gucke, gibt ein Buch zu dem Thema und das wandert dann mal auf den Stapel von all den Büchern, die ich noch zu lesen habe, den alltag mir heiß geht. Den habe auch da regelmäßig ein bisschen mit klein geht. Das ist eine Lebensausstellung, die durch meinen Kontakt zu Büchern, meinen ganz freien Kontakt zu Büchern sich geworden ist.